Hey Jörg, Hallo. sag mal, was verbindest du mit so einer, jetzt habe ich schon Gießkanne sagen wollen, mit so einer Milchkanne? Was verbindest du mit der für Erinnerungen? Zweierlei. Zweierlei. Einstals sind wir ja bis 1980 gekircht. Das heißt, es sind abends immer wieder Leute gekommen, die halt noch eine Milch geholt haben. Und das war noch immer mal wieder auch in solchen Milchkannen. Immer mit Alu oder später auch mit anderen Materialien? Nein, auch mit, da sind sie auch mit so Tuber-Dinger noch gekommen, so Aha, Tuber-Kennler oder halt auch andere Plastik. Da gibt es ja auch, die Kunststoff Milchkanne gibt es gibt's ja ja. auch in Kunststoff. Ja. Ja, genau. Das schon. Möchtest du jemand besonders grüßen? Ja, Steffi, die war immer wieder da und hat dann halt ein bisschen auf dem Heimweg sogar länger gebraucht, wie beim Runterlaufen zum Milchholen. Was war denn da so spannend? Ach, je nachdem, wenn mal Raumschiff Enterprise gekommen ist oder auch sonst irgendeine Vorabendserie. Es war halt dann spannend. Ah, okay. Ihr wart ja auch 4 Kinder, das heißt, bei euch war ja eigentlich auch immer was los, oder? Ja. Gut. Und die zweite Erinnerung, die du damit noch verbindest? Da wir haben ja vorher mit den Schmalzhefe Aha. das Hausmetzeln gehabt. Und Ja. da war ja Tradition, dass man immer Metzelsuppe austricht. Und da ist halt Metzel, noch. Metzel? Metzelsuppe? Naja, das ist halt dann das Kesselfleisch und die ganze Brie vom Kesselfleisch, die ist halt dann in so eine Milchkanne geschöpft worden und halt dann verteilt worden an alle möglichen Leute. Meine Tote Anna hat er kennengelernt immer oder halt auch die Verwandtschaft oder irgendwelche besondere Freunde haben halt noch auch etwas gekriegt. Letztendlich ist es halt noch so gewesen, andere, wo geschlachtet haben, die haben ja noch auch wieder was vorbeigebracht, denen hat man noch wieder was gebracht. Also das ist so Geben und Nehmen gewesen halt auch im Ort. Ja, das ist ja eigentlich auch sehr sinnvoll. Ne? Im Prinzip ist Food Sharing. In dem Moment, wo du eine ganze Sau hast, musst du ja auch mit der Suppe irgendwie sinnvoll umgehen, weil auf Heber hast du ja nicht keine Eifriere oder sowas hat man auch damit nicht, sondern muss man ganz frisch essen, dann wenn sie gut ist. Genau, genau. Und haben ja auch nicht alle am gleichen Tag ihr Sau geschlachtet und dann war das ja sinnvoll. Dann hast du ja wirklich von so einer Sau haben ja dann mehr Leute was gehabt in dem Sinn. Hat er halt noch. In dem Sinn hat ja die ganze Verwandtschaft in erster Linie mal was davon gehabt. Und dann halt noch ja, Bekannte. Gut, und da die Anna, die war halt auch alleinstehend. Und die hat man sowieso immer gedacht. Ja, das war für mich als Kind sowieso noch mal etwas Besseres bei der Tote Anna. Da ist es halt immer so gewesen, da hast du genau gewusst, wenn du nachkommst und eine Metzelsuppe vorbeibringst, dann kriegst du auch eine volle Schokolade mit. Und es ist halt ja noch, als Kinder ist einem natürlich so eine volle Schokolade 10-mal lieber wie Kesselfleisch. In dem Sinn ja. Gut. Ja, toll. Danke für deine schönen Erinnerungen. Gern. Schönen Abend. Jo, Tschüss. ciao. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.